Guten Morgen, Team Ola. Ich heiße hier herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, wo wir, ich will nicht sagen, dass wir Ostern feiern, aber wo wir uns denken halten, dass Jesus abgestanden ist. Dass wir uns daran erinnern. Wir wissen dort, dass die Christengeschichte, ein von den Höhepunkten von der Christengeschichte ist, wir hatten Ladich grauf. Das Grauf, wo Menschen nicht abkicken, in das Christentum, das ist nicht dort die Knirkesbahn. Das ist Ladich. Da wird mal ein Debat zwischen ein Christ was und ein Muslim. Und der Muslim, der hat ein Argument gehabt, der hat gesagt, die Christen haben nichts abgewiesen. Wie hat Mohammed als Prophet, den sie eine Knirkes haben nach hier bei uns? Sie haben noch was abgewiesen, aber alles, was die Christen abgewiesen haben, das ist ein Ladich grauf. Und niemand der Christ wird so lachen und sagt, dort ist Jerusalem, worum das in der Leben gehoben ist, wegen ans Jesus ist nicht dort geknirkes. Ans Jesus ist lebendig und der ist abgestunden, der ist bei Gott rechte Hand. Das, worum unser Hoffnung so viel gerater ist, wegen sie vertrauen, was ab dort geknirkes. Wir vertrauen auf den lebenden Christus, der bei Gott rechte Hand ist und der für uns ansteht. Das, worum das die einzige lebende Hoffnung haben. Und das, worum das Christentum das einzige lebende Hoffnung ist. Und alles, was da geboten wird, alle Religions auf der Welt, kommen nicht muldig bei. Wir wissen, dass even in der katholischen System hat deutsche Knirkes abgewiesen. Santos, was immer sie dann haben, das sind deutsche Knirkes. Wir haben einen lebenden Christus, was bei Gott rechte Hand ansteht, der lebt. Er sagt, ich will dort, aber kick, ich lebe. Weil wir ab Daut vertrauen? Weil wir vertrauen haben ab Daut die Knirkes? Absolutely not. Du weißt wie so traurig als das gewesen ist und so schrecklich ist das gegangen, dass Jesus haben muss für uns in Lieden. Und so leer ist die Hoffnung erst, man die Vernunft der gewesen. Und so traurig ist der gewesen, dass sich das alle verspielt gesehen haben. Dass sie alle so gescheinhaft alles als verloren gegangen. Wir hoopten doch, die soll uns doch raten, aber nicht haben sie den gekriegt. Sich nicht steht dort. Aber der geht nur richtig heim. Das ist bloß 3 Teil. Und so wie sein dort, dort ich will von dir in den Tags, wo ich will bringen zu dir, das ist von Matäus 28, Vers 1, bei 10, aber ich den Tags lesen, da will ich das von dir ein klein bisschen unterstellen. Ich will erstmal uns ein klein bisschen erinnern, was dann, wenn wir das Abstund von Jesus auch noch nicht klar haben. Wenn wir sagen, wir leben, wenn wir uns mal in Jahre erhüten anstellen. Der wird Jesus sehr neu gefällt, der wird dort gesehen, wo grausam Jesus ist angebracht worden. Der wird noch nicht das Verständnis haben, dass Jesus muss gestorben und der muss am 3. Tag abstehen. Wenn wir sagen, das, was wir nur 2000 Jahre weiten, dass Jesus erst von dort abgestanden, weil wir uns mal so tun, uns ist dort niemand ein klein bisschen aufgelöscht. Wir sind nicht dort wie Jane. Wir haben das noch nicht gesehen, dass er erst von dort abgestanden. Und wir haben doch so gehobt, dass Jesus uns wird kommen raten. Wir haben doch so gehobt. Weil wir bis mal gucken in Johannes 20, Vers 11, was sagt hier. Und ich will haben, wir uns ein klein bisschen üben von dir. Weil wir uns nicht mal in Jahre verstanden haben. Weil wir nicht mal für die Resurrection, ein klein bisschen in Jahre verstanden mit leben. Was beleben soll. So sag ich sehr. Hoffnung wird, dass Jesus wird ankommen raten. Aber nu haben sie den Daut gemerkt. Unsere einzige Hoffnung, was wir haben. Das wird ein Prophet, der die Wunder täten steht. Wir wissen, dass er kommt von Gott. Und den haben sie nicht Daut gemerkt. Weil, nu wenn der Daut ist, nu werden wir den noch so sehr besorgen, als wir können. Und das ist das Letzte, was wir nicht noch haben. Aber unsere Hoffnung, das Daut, der ist, wir sind so geschlagen.
Wir sind so gebrochen durch diese Hoffnung, was wir haben. Hast du mal so was belebt? Du wie ein Glimmer von Hub. Irgendwas, wo Jesaja bedreckt wird, wie ein Glimmer von Hub. Und dann bloß, zum dort antworten, dass dort noch alle fehl schlägt. Dat dort noch waren alle überrascht. Von irgendwas. Was hat wie ein Klima hier, like, wie hupten der saß in der Erntes, was wir da haben abgestellt, die fliehen alle weg, und unsere Hoffnung waren alle. Wenn wir uns dort hier ein Klima hier überlesen, Johannes 20, Vers 11, was sagt hier? Aber Maria stand büten beim Grauf und hielt. Beim Hielen beugte sich und kickt im Grauf nähen. Und sie sagte zwei Engel im witte Kleider, einen beim Kappen eng und einen beim Feiten eng, wo Jesus sein Körper gelegen hat. Sie sagten zu ihr, früh, worum hielst du? Sie sagte ihm, willst du meinen Herrn weggenommen haben? Ich habe hier, so, sie haben nicht mal bloß einen deutschen Herr, was sie in ihr Sinn hat. Die waren den noch so gut pflegen. Das sind sein Körper, die waren noch, wo ist der nicht? Like, wir haben das noch die Hoffnung, dass in sein Körper hier wird sein, aber die haben sie den noch weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie den hergelegt haben. Als sie das gesagt hat, dreht sie sich rum und sagt, Jesus durchstoßen und wirst nicht, dass Jesus wird. Jesus sagte ihm, früh, worum hielst du? Und wem siehst du? Sei doch, dass wir die Gordner, und weil er hier sagt, die Gordner, der Eigentümer von den Gordon, du, wo der grauf wird. Und sagte ihm, Herr, wenn du am Wach gedreht hast, dann sei mir. Wo du am Handgelei hast, da war ich am Hohl. Like, was immer ich noch raten kann von diesen deutschen Körper. Also, und sehen, als Jesus tot. Und sehen, als Hoffnung, der beste, das letzte Beste, was wir noch können raten von denen, weil wir dort noch raten, nicht? Jesus sagte zu Maria, kijk, ich lebe, das zie ich. Jesus sagte zu Maria, zij dreht sich rum und sagt, Rabbuni, dat meint, Lehrer, wow, du lebst. Das ist, was wir uns von dem wollen erinnern. Jesus lebt. Da haben die nicht wachgestohlen. Wir haben nicht nur einen Ladich grauf, weil sie den wachgestohlen haben. Die stehen wir verrät. Die wir mit Soldaten bewirkt. Du wie kein Jeper gejänger. Stark genug, weil sich das überhaupt will, den du proben wachzunehmen. Der Warte von der Gesetz bewirkt. Ich habe gesehen, wo das Trüger sich verwandelt in Freiheit. Weißt du was? Wie Christen, wie wahre Christen, haben diesen Freiheit. Das hat sich so gescheint, wie es an eine Verspieler sieht. Das hat sich so gescheint, alles ist vergessen gewesen. Alle Hoffnung ist wahr. Das hat sich so gescheint, dass das alle halt, like, das alle in Abram gegangen. Dann sagt Jesus, Maria, kijk, ich bin tot. Niet kijk, ich lebe. Maar nu gaan we terug naar ons taaks. Matäus Kapitel 28, Vers 1. Als der Sabbat dann über wird, tierig den ersten Tag in den Werk, gingen Maria Magdalena und der andere Maria der Grauf zu besäunen. Und horch, du passiert ein großes Erdbeben, weil der Herr sein Engel kam von Himmel rauf und roll den Stein weg und sah sich der Boven dohl. Sein Gesicht scheint aus den Blitzen und seine Kleider wären so weit aus der Schnee. Und die Wächter verfierten sich so sehr, dass sie zitternd handfallen, als wenn sie tot wären.
Aber der Engel sagte der früher, fürcht dich nicht. Ich weiß, dass ihr den Jesus sehen, der du gekreuzigt wart. Er ist nicht hier, er ist abgestohlen, so als er sagt, komm, kickt, wo er gelegen hat. Dann geht schwind und sagt seine Jünger, dass er vom Daut abgestohlen ist, und dass er verjüngt nach Galiläa gehen wird, wo ihr am seinen. Ich hab ihnen das gesagt. Dann gingen sie schwind vom Grauf weg mit Furcht und großer Freude. Und rannten, nur seine Jünger und sehen an dort. Und als sie gingen, seine Jünger dort zu berichten, dann begannen Jesus an und begrüßt haben und sie gingen nur an, hielten an der Feit und kneiden sich vor am Dohl. Dann sagt Jesus da am fürcht dich nicht. Gut, dann sag ich meine Brüder, dass sie sollen nach Galiläa gehen, du wo ich am sein. Das soll unser Tagswirt von dir. Aber wir mit dem Gebet anfangen. Lava gerecht davor, wie komme ich für die, mit großer Freude, mit Zittern und Furchten, mit dort, was die getan hast. Unsere Hoffnung, als wir so klein. Und das scheint sich manchmal so, dass als alle in den Grund gehen. Uns glauben, als wir so klein. Und wir sind so geneigt, dass wir abgierig sind. Aber Herr, diese Hoffnung, was du für uns gelegt hast, dass du lebst, die stehst du bei uns an. Und wir vertrauen, dass das Ding jetzt ist, dass wir uns immer weiter abhalten, wenn wir sind kleingläubig geworden. Die gibst uns vom Frischen an diese Hoffnung. Und das ist die lebende Hoffnung, dass du lebst. Und du das Beste, dass wer uns abrechtig hält, wenn's die Best von dort abgestohlen. Und wovon der riesige Kraft, die du bewiesen hast, das zu tun, das kann uns nicht Verstand nervös begreifen. Aber dann sind wir noch alle erschrocken, wenn wir das merken, dass sie soll die Kraft gebraucht hast, um uns zum Glauben bringen, Herr. Wo soll wir nicht flatterig werden? Wo soll uns nicht sättig werden? Und nicht vor. Halt uns in unserer Schwachheit. Da wir das große Werk, was du gewirkt hast, immer begreifen können. Und dass wir immer eine gratis Freude entkriegen. Und das, was du getan hast. Und in der Macht, was du bewiesen hast. Und Jesus ihn nun berechnet. Amen. So, wenn wir sein, was passiert? Was passiert? Ihr hat eine Gruppe eine Freude, über die andere hat Trühe. Dann auf einmal dreht sich dort nicht auf. Die trüende Gruppe eine Freude. Und die freuende Gruppe hat einen großen Schreck. Ich habe sagen, wo sich das manchmal dreht. Der wird erst sich verfolgt, verkrüpen, und wird Angst haben, dass sie auch so wollen, dass sie ihr Herr haben. Ich habe das abgeschrieben. Erst haben die Helden Angst und sind traurig und bedrückt. Aber die gottlose freuen sich, dass Jesus tot ist und wollen am Tod holen. Zuletzt freuen die Helden sich, aber die gottlose sind erschrocken. Das ist, was wir uns von dir wollen besäumen. Wo ist dort, wenn wir eine Zeit lang, Jesus, die warnen die Kinder, sagt, nie habe ich Angst, nie hielt ich, wird Angst wird. Aber wenn die schwören sein, dass er abgestohlen, sie können das danach nicht verstehen. Sie können nicht verstehen, was Jesus damit meint. Das können sie nur verstehen, wenn Jesus ist wie von dort abgestohlen, aber was sie das noch besser verstehen können, als der Herr, der Jesus ist wie eben in Pfingsten, eben endlich gekommen. Dann sagt ihr das auf einmal alle auf. Dann auf einmal können sie Beruf abstunden für das Anstehen. Wenn wir sagen dort, als Jesus gekreuzigt wird, Petrus hat Jesus verloren, die Jünger sind ihn eingerannt, alle Hoffnung ist weg. Aber dann, als Jesus von dort absteht, dann hast du Hoffnung, hast du eine Freude, aber das ist eine unglaubware Freude. Das ist mit so, ist das so, kann ich das glauben? Thomas ganz und klar sagt, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Da wollte ich nicht glauben, ich den kann umführen. Den muss ich in meine Hände haben. Das ist ein unglaubbares Ding. Und wenn Paulus durch eine Teil predigt, dass die Todes waren abstunden, da haben alle ihren Spott über Arm sagen, was will das Blubbermotz überhaupt sein? Das ist so lacherig. Das geht nicht zu glauben.
in den 1. Korinther 1, Vers 18, sei wie verduiverte verloren und als das Wort von Christus ansehen. Sie dit abstehen, dass Jesus lebt, das ist gedout. Den haben sie gekriegt. Was meint? Like, von Daut abstehen? Dann eins haben einen Sport und sagen, aber wovon Körper wird der abstehen? Wo wird den looten? Wenn sie haben mal einen Grauf aufgemerkt und sie wissen, dass wir ein Lot der Daut geknackt ist. Und wo wird er looten, wenn der Daut geknackt ist? Der Sport drin, du Eva, dass die Dautes würden abstehen. Das ist eine Halloween-Geschichte, würde wir mehr machen, sagen, dass ein Daut würde in den Grauf kommen. Das wurde das Abstehen für ein Verlass, das Wort. Die Gläubenden, die stehen ab von Daut mit Kraft und mit einem verherrlichten Körper. So ist Jesus uit den Körper, uit den Grauf rauskommt, mit einem verherrlichten Körper. Was kein Daut mehr der Macht über den hat. Und so, wo wir auch zum Leben kommen mit Jesus, mit einem verherrlichten Körper, wo die Daut keine Macht mehr hat, wo die Sünden die Last keine Macht mehr hat. Das ist uns versprechen. Das ist, was wir kriegen. Aber was wir hier wollen kicken ist, okay, so, erst dann haben die heilige Angst, die verkrüpen sich in die Furcht, in Zetteln, was das nicht mit entgeben, in ihrer Hoffnung, was sie das noch haben, ist nicht wahr. Sie sind traurig und sie sind bedrückt. Und am Gegenteil, die Gottlose, die was Jesus haben verurteilt zum Tod, die haben sozusagen ihr Welt gekriegt, was sie wollen. Und sie wollen sich das sicher sein, dass die auch was bleiben. Ich will nicht sagen, dass die Pharisäer korrekt wissen, dass die Wut von Tod abstehen. Aber warum wissen die Pharisäer, du mehr am Jesus ihn abstehen, als die Jünger? Warum glauben die? Glauben sie wirklich, dass die Jünger sich würden an den Grauf nehmen wollen, in den du Fuß stehlen, dass die Jünger nun nicht gerade für Viererei können verbreiten, als Jesus erst all verbreitet hat? Das ist was die Jünger, das ist was die Pharisäer vergeben. Aber wenn wir nun mal ein Kapitel 3 gehen, Matäus 27, Vers 62, wo die Pharisäer nach Pilatus gehen. Er sagt, die nächsten Morgen, dort erst, als der erste Fasttag über wird, sammeln sich die Pharisäer und hohen Priester vor Pilatus und sehen, uns ist gut beigefallen, dass das Schwindler sehr, als er noch lebt, dass er am 3. Tag vom Tod abstehen wird. Dann darf nie Anordnung, die ersten 3 Tage streng über die Grauf zu wirken, dass seine Jünger nicht gerne kommen und am Weg stellen und zu den Menschen sagen, er ist von Tod abgestanden, dass die Menschen nicht zuletzt euer ungeschmiert worden als ihr. Pilatus sagte an, du habt die Soldaten gut und merkt das so sicher als ihr kann. Und sie gingen und versicherten das Graf damit, dass sie den Stein versegelten und Soldaten anstellen werden. Glaubt ihr nicht, dass wir auch noch eine Führung von Gott haben? Er hat die Pharisäer haben. Jesus hat auch zu diesen Pharisäer gesagt, all die Lasterungen wollen ein Mensch vergeben worden, wer aber den Heiligen Geist lastet, wird keinmal Vergebung kriegen, nicht in das Leben, noch in das ewige Leben. Diese Pharisäer haben all genug gesehen, dass sie dort wissen, das ist von Gott. Das haben sie alle gesehen. Sie können das auch nicht mal verstehen. Aber wenn wir bis mal betrachten, wann bloß dort weiten, wer Gott ist, was der dort? An einen natürlichen, verdorbenen Mensch. Ein Mensch, der totally depraved ist, was der dort, wenn der mehr von Gott kennenlernt? Ich will Ihnen das sagen. Je mehr der von Gott kennenlernt, je doller euert er sich über Gott. Wenn ein Mensch nicht ein verändertes Hort gekriegt hat, wenn ein Mensch nicht wahre geboren ist, dann ist das, was Jesus zu Nikodemus sagt. Wenn ihr nicht wahre geboren seid, dann kann er das Reich Gottes sein. Wer nicht wahre geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sein. Diese Pharisäer hat nicht fertig gegeben. Sie in ihrer Bahn wissen, dass das von Gott wird. Wo wird die Trouble dann? Wenn sie das all wissen, dass das von Gott wird, sie werden Gott seine Feind. Sie werden Gott seine Feind.
der einzige Ursache, warum sei Gott seinen Namen braucht, dass wir für ihn nicht genannt. Da wird den Menschen mehr Geld rückkobeln, das würde man sagen, zu swindle. Swindle den Menschen, dass sie den mehr Geld rückswindeln können. Dem eine eer hochhouden. Wie de einzige Ursache, warum sie Gott seinen Namen brauchen. Op eens werden sie Gott seine Feind. Und Gott gaf seine Feinde gelegenheid, okay, dann fährt mal gegen mich. Schnallt mal de Klara vast. Nu werden wir mal zum Gericht gehen. Nu Daut. Und Gott gaf der Hand. Warum kriegt es all die Ursache, das Bruder Carney hier los, erst in der Erklärung, dat Gott hat Pharao kriegt du wegen Leuten geboren worden, und seine große Macht bewiesen, kriegt es all die Ursache, hat die Pharisäer Leuten geboren worden, und Gott seine Macht und die bewiesen. Man die glauben, dass die den König über alle Königsworden grauf kann holen, mit jene Jepa je kleine Soldaten, mit jene kleine Jepa je, wer wir mal zum Gericht gehen. Komm. Wer wir mal. Und Gott, der beweist sich, wie herrlich und wie mächtig er ist. Warum? Wie sein dort Gott seine Feinde nie nicht mehr von Gott holen, wenn sie mehr von Gott kennenlernen. Gott seine Feinde, die wollen, je mehr sie von Gott kennen, je mehr Gott sich offenbaren wird, je feindlicher werden sie gegen Gott. Wir müssen mal gucken, was Psalm 2 sagt. Von Gott seine Feinde, der wird einfach weitend gegen Gott fährten, und wir müssen Psalm 2 blättern. Psalm 2, Vers 1, und ich will den ganzen Kapitel gleich zu lesen, dass wir dann klimas hier was rückkriegen, sein, als das nicht all korrekt durch Hand in das. Sag, warum sind die Feld ja so wahrer spannend in den Menschen plunen Dinge, wo nichts dahin ist? Die Königsabird sahen sich gegen an, in der Lehrer stunden sich taub gegen den Herrn in seinen gesalbten König. Sie sagen, weil wir ihre Ketten weichschmieden, weil wir ihre Ketten verrieten und ihre Stränge weichschmieden. Aber da, was im Himmel auf den Thron sat, lag und merkt am zum Spott. Gott lässt diese durch den Grauf verheilen. Gott lässt diese ich weiß nicht, wo sie den Stein verheilt haben, aber dort, wie ein bisschen von Menschen zu besagen, wird das allmählich, denn das Move, der wird festgeteilt. Und dann boven nach waren diese Soldaten, der neue Saat, hat gesagt, bosten Gott mögt du einen Spott reit. Gott mögt das reit, dass wird spotten und lachen über diese. Nu hör ich mal, was ich hier sage. Aber der, was im Himmel auf den Thron sat, lacht in mir am zum Spott. Er wird an in seinen in seinen euer Toren reden, und an mit seinen Wort ängsten. Wie war meist was drin in der Schrift steht, wo der Engel raufkämpfen, wo die Soldaten handfallen, das von sie tot sind. Weißt du was? Gott, der lacht in mir am zum Spott. Gegen wem glaubt ihr, die gefällt? Gegen wem stall die jünt? Er sagt es dit. Er sagt, ab Zion, meinen heiligen Boy, habe ich mein König euer Stall. Du hast kein anderer, was Jesus ihnen steht, was nehmen. Du hast kein anderer, was du mit einer besseren Gedanke abkommst, die sind dir zu raten, als Jesus selbst. Du wie keine andere Radung, jemals den Menschen gegeben. Das wurde Petrus so Beruf, kann du für das gerecht stehen und sagen, du hast den Menschen und in diesem Himmel keinen anderen Namen gegeben, nachdem wie kann geraten werden. Du hast das nicht. Und das, was Gott gesagt hat. Ab Zion ab meinen heiligen Boy, habe ich meinen König eingestellt. Und Gott wird ihn nicht move. Der wird nicht ein Tag einen anderen erstmal wählen, was du keine bessere Arbeit tun. Der wird einmal von seinem Amt losgewählt. Das hat Gott festgesagt von dem, dass er die Welt in Grund lehrt. Und das hält er es dort. Und er beweist dort. Und all die, was du gegen fährten, der lacht und merkt im Spott. Er sagt, ich war dort bekannt machen, was der Herr beschlossen hat. Du bist mein Sehen, ich sie von dir und den Führer geworden. Freu mich du noch, und ich will dir die Feld ja als Aufgabe geben, und du sollst die ganze Welt ihnen. Du bist der Eindämmer, mein Sehen. Das alles dient.
Und Jesus selbst, das heißt, wie von Daut abgestoßen, sei er zu den Jüngern, mir als alle Macht übergeeft in Himmel und auf die Erde. Das meint, ich ihnen das. Mein Vater hat mir das gegeben. Das meint. Und was sagt er? Frau mich doen und ich will dir die Welt geben, als aufgehört, du sollst die ganze Welt ihnen, du sollst da mit einer Eisenstange regieren. Wenn wir das immer wollen, mit so verkehren, oh, Jesus, das ist so leiftulich, der hat Menschen früher gestaltet, haben sie den mit aufgemalt, dass die, no, ich als König, über alle Königs, und er sagt, der wird mit einer Eisenstange regieren. Mit einer Eisenstange, dort die du noch haben, mit Macht, das eint er, am glaubt nicht uit de hing. Das sieht, er eint, dass du erst nicht, wofür Heimat wie geben. Und du sollst da aus Leimtab te grüß schlunen. Sieh, wenn wir mal dort wollen, so viel kennen, was von König Jesus ist, dann muss wir so eine Städte das uitladen. Aber no, er sagt, er wird aus Leimtab verschlungen, te grüß verschlungen. Das hält dasselbe an, als das Bild, was Nebuchadnezzar sieht. Er sieht diese Gestalt mit den goldenen Kopf, mit der silbernen Brust, und das Ganze, das sind alle Königreichs auf der Welt aufgenommen. Dann wird ein Stein rückgeschnitten, ohne hing. Und da kam und schmattert das ganze Bild zu feine Grüß. Und das Stein, der wird auf ewig bleiben. Das die alle an Jesus noch haben. Weil all das selbstgemerkte Religion, all das selbstgemerkte, all das Falsche, all das seltene Menschenmuskels, die waren zu Grüß verschlungen. Jesus, der Arm hast das gegeben. Er sagt, du sollst da aus Leimtab zu Grüß verschlungen. Die wird noch glauben, Salz zu kennen. Die wird noch Salz in den Muskels flexen und wollen noch wiesen, dass die Salz in Sturm sein, was zu tun. Die waren zu Grüß verschlagen worden. Entweder wir waren hier gedemütigt durch den Heiligen Geist, und dass wir hier lang anfallen vor Gott und geben ihm die Anerkennung, und dann büße du durch, dass wir durch Bankrott vor Gott kommen, aus nicht unter beiden Hand, keine Macht, nicht, dass Gott soll gefallen, wir kommen aus arme Prache vor ihm, und wir fragen bloß genug, dass wir den Zweig verschlagen, dass wir den Zweig zu Grüß verschlagen worden, oder wir waren zu Grüß verschlagen worden aus seinen Feinden. Wir waren über zwei Wege verschlagen. Entweder, dass wir mit uns selbst zu Grund gehen, unsere wahre Geburt, wo wir nicht gehen mit uns selbst. Wir haben nicht unter beiden. Wir waren den Zweig zu Grüß verschlagen, oder wir waren zu Grüß verschlagen aus seinen Feinden. Wir können Jesus gleich in die Macht kommen. Wir sind entweder seine Gekaufte, er hat uns gekauft mit seinem Blut, und er ehnt uns, und er straft und sächtigt uns, und wir sind nicht in seiner Kontrolle. Oder wir sind in seiner Kontrolle, in dem Zweig, er ehnt auch seine Feinde. Heißt, der ehnt immer über seine Feinde auch. Du hast gleich einen Weg, Jesus in den Stich zu gehen. Entweder wir sind da, was er sich gekauft hat mit seinem Blut, oder wir sind da, was er ehnt, der hat aus festgenommene Feinde. Wir sind immer seine. Er ehnt uns immer. Er sagt, dann sieht nu wijs. Nu hoor ik me wat het hier sagt. Dit is een roet wat kan ik David ja. Dan ziet nu wijs, je kan ik een lood kun terugwijzen. Ziet niet zo de woord en vet gehen. Das ist das hier sagt. Die sagen, sie wollen die Kinder verrieten. In ihre streng Waschmieden. Die wollen sich nicht regieren lassen. Er sagt, sieht nu wijs. Dan ziet nu wijs en lood kun terugwijzen, je rechte ab ihr. Deint den Herrn uit vaart, kust den Seen mit Zetren. Kijk mal, wem die dat te doen hat. Ziet nicht so de Wort, en fährt gehen an mit Feiten heen. Dat je noch, hij sagt, dat hij nicht dull wird. En je dan op den Weg ankommen will, zien euer als leicht euer stärkt. Wanneer hier veel van ons dit. God is live. God, ja, is live, of course hij is. En dat zou we omkrijgen. Dat Gott seine Liebe übermut nicht groß ist, die geht nicht mal zu begreifen, das stimmt. Aber glaub je, als seine wird weniger? Seine Liebe ist so groß über die Sünde,
dat hij al ihre Schuld betont, dat hij alles op zich neemt en hij rekent ihre Einrichtigkeit nicht mehr an. So hat Gott die Welt geläuft, dass er sie einen einzigen Sehen gibt, dass all die an am Glauben nicht verloren gehen, aber das auch ihr Leben haben. Ich meine, die Leute, die jetzt nervös zu bemerken. Aber glaube ich, erst seine Wort, wenn ja gegen seine Feinde gegenüber. Die wird eine Sparterie, eine Lasterie von Gott sein Wort merken, erst Gott seine Wort, wenn ja über die. No, der erst nicht. Das bad weh. Das bad weh. Für die, was du verloren gehen, als das eine schreckliche Wort, wo wir können mit reden. Und wenn wir glauben, wir muss Gott seine Leib predigen, Gott ist bloß Leib, das ist ein sehr verdrehter Weg. Wir sollen alle mit Gott seine Wort bekannt sein. Wir sollen alle das sein, mit wem wir zu tun haben. Und das soll uns nicht Retreat grühen. Das soll uns nicht Jesus grühen, dass wir bei Jesus eine Ungekrypt sehen. Dass wir du am Schutz kommen. Wenn Gott seine Wort erst ans hängen ran. Und wir wollten, dass Gott erst irrens über die sind. Gott seine Wort erst grausam über die sind. Weißt du, wo wir das sein können? Jesus. So ist Jesus behandelt wird, können wir das sein, wo grausam Gott seine Wort erst über die sind. Gott nimmt die Sinn irrens und der bestraft die grausam. Du hast das zu sein. Gott seine Wort, der Leute nicht mal nur, wenn sie ihn einer sehen, du hang. Und die durch unsere Sinn, nicht mal dann, Leute Gott seine Wort nur. Das, woran er uns nicht gerecht aussprechen. Er sagt, ich will den 12. Vers einmal lesen. Dort er nicht dull wird und je dann ab den Weg ankommen will, sehen euer als Leich euer steckt. Sehen euer als Leich euer steckt. Und was sagt der Schreiber an Hebräer? Wo glaubt wie dann? Wenn Moses ihn gesagt, und keine Genug hat über das, was Gott ihm gesagt hat, die müssen unmittelbar gestraft werden. Wo glaubt ihr dann mit Wachte kommen? Wenn je so ein großes Radungswerk ist, das verachtende. Wo glaubt ihr, du mit Wachte kommen? Er sagt, aber Gott für die, die Vertrauen auf Gott sagen. Wow, das schlägt jemanden raus. Aber Gott für die. Und nicht Vertrauen auf Gott sagen. Das geht Tränen in das Ladich grauf. Das ist erst abgestoßen. Das Vertrauen erst, das erst abgestoßen, das lebt. Nicht ich, sagt Paulus, aber Christus lebt in mir. Und so nu trainen unsere Frau, wenn es sagt, nicht nur unsere Frau, aber ans Zitat, was ich hier abgeschrieben habe. Ich habe der Helge Angst in sein Trürigen bedrängt. Du hast viele Ursachen, woran der Helge trürig in Bedräng sind. Erstens, sie besäumen sich selbst, sie kriegen sich zu sein. Wenn Gott dir die Übung aufmerkt hat, wenn Gott bei dir ohne Arbeit ist, dann fangst du dir auf einmal sehr sündig und feuer. Und heute ist der Jenkerüt ein heel betterlich. Das ist mir, dass du einmal die Übung aufbauen. Was habe ich das getan? Habe ich so beruf mit sich selbst, habe ich so stolz mit sich selbst, dass er even glaubt, er hat die Capacity, für Jesus im Daut zu gehen. Und muss das aber so plötzlich abwarten. Euer hat das gemerkt hat, euer die Hund gekriegt hat den al 3-mal verloren. Und was wir sehen dann ist, was passiert, wenn Jesus ankommt. Je kijkt Petrus bloß an. Dan fällt Petrus dat dabei. Dat wir nicht, dass Petrus so eine gute Memory hat, aber dass wir Jesus seine Kraft, was den zu denken halten hat. Nu wollen wir bis mal ans eigenes Leben kijken. Wenn Gott uns ankijkt, und er wies uns, wer wir sind, kommt das nicht darauf an, dass wir auch rausgehen und healen, betterlich. Und mein Herr, den was ich verloren habe, mein Herr, den was ich das Sieg gestartet habe, über den was ich mich so euren Deut, wenn mir noch wer von denen verteilt. Und nu auf einmal kriege ich mich zu sein, wo jammerlich ich gesündigt habe. Und mit dem, was ich getan habe, hängt mein Christus du nicht am Kreuz. Brach uns das hat nicht weh.
Wann wir dort sein, diese Schuld, was ich mich verdient habe, der hat mein Christus auf sich genommen. Der betont er durch, und Gott fordert die ganze Rechnung, ganze Tooling von denen. Und er lässt nicht eine Lag, wenn er das Köffel dreht. Du bist nicht eine Lagbahn geblieben, was eigentlich noch soll trinken von Gott sein Euer. Das ist ein wahrer Christ. Wem das klar wird. Wer dort sieht, oh my goodness. Wo habt ihr so jämmerlich ihr Leben für mich? Und dort noch, euer Eck, du überhaupt noch früh. Das wir sehen nicht da, und das will er aus sich selbst. Da liegt du nicht Daut, in meine steht du im Grauf. Als mein Leben nicht ganz abgescharrt, mein ich daran denken. Als mein Leben nicht der Bieter geschlagen. Ich denke fällt an diesen Barabbas. Ich fein keine Spür von, wo du im Gefängnis wirst, dass du wahrer spannst dich wird, dass du jeden an wird, dass heute das Seinkrieg wird, dass seine Sinn ab einmal ab am Abtime, dass halb einmal das sagt, was er getan hat. Das fing wir du nicht. Die fingen nicht von. Aber ich muss sagen, wie sind die Barabbas? Wie sind du in der Death Row, du so in der Todesstruf an der Land, dass das niemand anders ist? Und zu uns schreit, holen die Soldaten uns in die Gefängnis rüt. Und die fangen uns die Nurrechte geben und sagen, wie wollen wir frei sein? Die sind frei. Da das hier nicht zu glauben geht. Ich kann jedoch so jämmerlich sagen, ihr sind nicht. Ich kann jedoch so sagen, ihr sind nicht. Ja, die hast. Ja, die hast. In diesem Sinne, dass sehr viel euer aus die Verherbs bereden kannst. In diesem Sinne, dass noch weit euer aus die nie feuern lässt. Und even da hat Jesus alle betont für die. Dit woran ein salzgerechter Mensch keinmal kann das Evangelium was reden. Ein Mensch, der noch einmal halbwegs gut gewesen ist, kann keinmal abgescharrt werden über das Evangelium. Ein salzgerechter Mensch hat immer so eine Feilung, dass irgendwas Gutes, was ich in mir gehabt habe, und Jesus hat für die paar Sinn, was ich danach getan habe. Ja, als die gestorben. Aber ich meine, das, no. Wenn wir schon selbst die Barabbas sind, wenn wir schon selbst im Gefängnis sind, wenn wir schon selbst on Death Row sind, und uns wird dann der gute Nurrecht gebracht, Jesus hat das für die getan, fängt das erstmal an einen Unterschied. Ja. Das Evangelium, das fängt an lebendig zu werden in uns. Und uns wird Angst und Bang bloß. Wir waren traurig und wir waren bedrückt. Erstens, was wir bloß getan haben. Und das nächste, was Jesus hat, muss uitholen in meine Stadt. Die Gottlosen, die freuen sich. Die bespattern und lachen. Dass sie den, was ein bloß in Stich erst die Zeit geschafft haben. Und glaub mir, dass das nicht bloß dort manche Räume passiert, dass das nicht bloß manche Pharisäer passiert, dass sie die Siege die Zeit geschafft haben. Das passiert von der ersten Tag. Und das passiert von den sogenannten Christen. Wir müssen sagen, du hast von der ersten Tag so viel Heuchlerie, als du dann wirst. Wer du nach Welt dabei kicken, wer Gott ist, wer du nach Welt dabei kicken, du willst mehr von dem Evangelium merken. Der wird noch mehr von Gott wollen merken. Der wird noch mehr den Mensch du willst handstellen, wo die Bibel den handstellt. Und dort ist der Mensch ist totally depraved in seinem Sinn. Wer dort will du handstellen, wo die Bibel handstellt, das tun die nach wahrer Charakter zählt,
was die dann deuten. Und wenn sie haben, könnt wir ihm das Sieg steuern. Wenn sie haben nach Freien, diese Kreuz steht, so ist die dann deuten, der wird Jesus zum Tod verurteilt haben. Die haben sie das Sieg geschafft. Wir haben das eine Frage. Wir haben das eine Hoffnung. Zu laat, dann dreht die Hoffnung, dann dreht die Frage sich gerutzt an. Zu laat, freuen die Helden sich über die Gottlosen, die sind erschrocken. Und glaubt mir doch, das passiert immer weiter, Eva und Eva. Die Helden, die waren das Siegestaat von der Welt, und auch sogar von den sogenannten Christen, die lauter Heuchler sind, was Gott sein Wort so jämmerlich so verdrehen tun, die freuen sich auch, dass sie haben könnten, waren Christen Siegestaat. Die freuen sich, dass die Wort an sie nicht mehr boden. Den haben das Sieg geschafft. Aber wisst ihr, was Gott tut? Der dreht das an. Der dreht das steht. Die Nachricht kriegen sie auch, was Gott getan hat. Die waren dort an. Waren die dadurch verändert? No, die waren bloß feindlicher gegen Gott. Die wollten feindlich gegen Gott sein und nicht ein verändertes Hort gekriegt. Die waren bloß noch feindlicher. Warum wollen Matäus 28, Vers 11 gehen? Sie haben sich das versichert. Das Jesus, der wird uns nicht noch einmal kommen. Den wollen die nicht rütteln. Und die wollen nicht noch eine gerade Verführerie abstellen, so alle haben. Wir haben da Soldaten eingestellt, und Pilatus selbst sagt, versichert das so sehr, als je kann. Dat so sehr, als je kann. I mean, niet dat moet wezen. Niet dat men merkt in sure dat hij er niet wat terugkomt. Okay? Matäus 28, Vers 11, sagt es dit. En als de frühest gingen, von wem redet hier? Als de frühest gingen, de gingen dat te zijn. De engel, der weer raufgekommen, dat hat ein Erdbeben gegeben. Als de frühest gingen, gingen einige von den Wächter. Ohne Wächter. Die Soldaten, die das Grauf bewerben. Gingen einige von den Wächter in der Stadt an und sehen, der Hohenpriester alles, was geworden wird. Was wir geworden, weil wir lesen das hier in Vers 4. Und der Wächter verfehlten sich so sehr, dass sie sattern handfallen, wenn sie tot wird. Und nun kommen diese Wächter, und nu sagen die Jesus seine Feinde, als wir du bewerten deuten, dann kommt du ein Engel drauf. Und den sehen, was wir? Er sagt, sein Gesicht scheint aus dem Blitz, und seine Kleider werden so wird aus der Schnee. Der wie keine Frau, wer das wird. Mit wovon wir die Soldaten dort gesagt haben, weiß ich nicht, aber das wir klar zu verstehen, die haben die mit einer höheren Macht zu tun, und die Pharisäer wissen also Gott, gegen wem sie fetten tun. Je mehr sie sagen, wer Gott wird, je doll, je äußerlicher werden sie gegen diesen Gott. Das kann wie sein. Er sagt, und aus der frühest gingen einige von den Wächter in der Stadt. Wie sein das? Einige von den Wächter. Woran schreibt Matäus das hier dort? So welche Dinge. Die Wächter werden trüger. Die Wächter werden trüger aus dieser gottlosen Pharisäerbahn. Die Wächter werden nicht mal so sagen, Gott seine Feinde, wenn die sehen noch, so passiert wird. Und die Wächter wiesen noch, sie sind danach trü, und eingebliebenen werden du noch wieder. I mean, dort hat die Sold erschrecken, und dass sie bis sein mit ihrer Heule Hütte davon zu kommen, aber die Wächter sind danach wellens. Einige, sagt du, von die guten Staaten an diese Pharisäer dort zu sein. Like, das ist so gerade, was passiert ist, jemand wieder dort gut sein. Womöglich haben die nicht besser gewusst. Hier ist was gerade, was die angeht, nicht? Und womöglich die andere, das sage ich nicht gleich, aber ich sage einige von den guten Staaten, womöglich sollten diese andere du noch einmal reut, in Balance ihr Leben zu geben. Für das, was sollte euch gestellt werden. Und der andere, den Wasser gehen und sagen die Pharisäer dort. Übrigens, diese Mal hat gesagt worden, hier ist was gerade passiert, und diese Soldaten kommen und sagen dort, was da passiert wird. Und die sagen dort, sie sagen die Pharisäer, alles, was geworden wird. Und wo sagen sie dort?
sie sagen dort, guck mal, als das Engel da raufkommt, dann sind die Gestalt als aus ein Blitz. Und dann die Kleider sind so weit. Und der rollt den Stein da wieder. Like, das ist von der nicht aus, von der nicht gegen wird. Die mir das nicht. Und da seht ihr die früher, es geht Jesus als abgestoßen. Und wie fallen Hanses, wenn wir tot werden. All die Kraft habt ihr, was die ihn verloren haben, mit unserer eigenen Kraft, wie fallen Hanses, wenn wir tot werden. Wir nicht. Unsere Kraft hält nicht an. Das ist dort erst passiert. Das ist der Nurreich. Was diese Soldaten, ich muss sagen, ich kann Respekt geben für diese Soldaten. Ich kann nicht Respekt für das, dass sie Geld nehmen und an guten legen. Da habe ich nicht Respekt für. Aber ich kann gerade Respekt für die Soldaten, dass die noch treu sind und kommen und sagen, dass es wirklich was wird. Wie kann der actually Kredit vergeben? Wie kann diesen Soldat, was bei den Krieg Jesus bewerten dort? Und erstlich noch später dort über den. Aber was heuer sieht, was passiert. Dat hij zich aan een bras schlägt en die Soldaten met arm taub, wat er rum zijn, werden toch fürchterlich Angst und sehen, dieser Mann wirklich Gott sehen gewesen. Weet je wat, wir haben mehr Respekt für dich, als für diese selbstgerechte Pharisäer, wat je mehr von Gott kennenlernen, je ehrlicher werden gegen Gott. Das ist Charakter sein, dass wer sieht, wer wird wem das hart mehr. Seht Gott nicht zu Moses, ich will Vater als ihn hart mehr. Ich will ihn hart anstellen. Das je mehr Macht kann ich wiesen. Auf Gott nicht das Recht, das es dort zu tun. Was bleibt ihr da an die Pharisäer? Warum sagt Jesus, die wollen nie nicht Vergebung kriegen, nicht hier so, nicht in das ewige Leben? Der wird den Hell den Geist gelastet haben. Als die nicht dem Gott seine Macht Dollar und Dollar wiesen, als aus den frühesten gingen einen von den Wächter in der Stadt nennen und sehen, die hohen Priester, alles, was geworden wird. Und auch sei mit der älteste Stub wir beruden sei, was zu tun wir, geben die Soldaten eine große Summe Geld und sehen, sagt den Menschen, seine Jünger kommen danach, als wir schleppen und stollen am Weg. Wenn wie gehen eine Allmacht gefährt würden haben. Wenn wir würden mit Feiten hingehen, Gott gefährt haben. Und uns auf einmal so eine Nurrecht gebracht wird, oder wie auf einmal das können sein, was für eine große Macht, gegen was für eine große Macht, wie gefährt haben. Da würde uns doch so sein, wir würden längst all das tun, was habe ich bis getan. So glaube ich. Aber no. Wenn Gott nicht da ist, wer uns mit seinem Geist uns bragt und zu bieten schlägt und uns zu Grüß verschlägt, mit wer wir selbst sind, und heu mit seinem Geist uns nicht hat, ja, wie sein Charakter ist diese Pharisäer. Je mehr wie von Gott seine Genot und je mehr wie von Gott seine Herrlichkeit sein Gedalle, euer wie uns über die, wenn wir nicht wahre geboren sind. Und dort lehrt uns die Offenbarung. Wenn die letzten 7 Plagen ist guten worden, die sind so grausam, dass die Menschen sich verweigern, die Zunge verbieten, und sie lastern danach Gott, der wird die Macht haben über diese Plagen. Du sagst wieder, du hast keine physische Kraft genug, dem so ein böses Hort, als der Mensch von der Natur hat, bis gerade so durch eine physische Kraft zu ändern. Das woran Paulus das so sehr am zu tun ist, dass sie das machen verstehen können, was von der Kraft das ist, was in ihnen gewirkt hat, dass die glauben da. Allein, dass die Soldaten sich dort bebrass schlagen und sagen, wahrlich, das ist Gott in Sinn gewesen, was glaube ich, ist das für eine Kraft gewesen? Allein, dass wir bei dir gekommen sind und haben unsere Sinn sein und uns ist das einfach, das hat uns zu viele Bieter geschlagen, wer wir sind. Was glaube ich, ist das für eine Macht? Und allein, dass wir dort fühlen können, dass Jesus unsere Sinn betont hat. Was glaube ich, ist das für eine Macht? Das ist bloß Gott seine Genot und Gott seine Kraft, was das in uns gewirkt hat, dass wir überhaupt das glauben können, dass wir da noch eine Läufe dran haben. Das ist ein Ding, was wir machen, damit beinehmen. Du kannst Gott. Und die muss vielleicht pochen, dass du Gott kannst. Aber meine Frau, hast du eine Läufe für Gott?
Er pogst du, dat die Gott kennst, aber eens innerlich hast du een Graul gegen Gott. Die Frau hat wir uns beantwortet. Je mehr wir von Gott kennenlernen, driftet unser Leben ab von Gott. Wenn's von dort nicht. Dann von dort nicht, dann sind wir im Trouble. Bloß viel von Gott kennenlernen, haben wir auch klar gesehen, dass das uns actually zum Schuden. Aber der Leben haben von Gott. Und das kann einzig, dass der Heilige Geist dort in uns wirken wird, kann unser Leben wasen von Gott. Hij sagt es dit. Sie sehen, dass sie so ein Grund sein, die gingen von den gestohlen über den, was sie geschluckt haben. I mean, die Soldaten müssen sich actually das selbst schon mehr. Sie müssen sich selbst nur mehr. Dass sie geschluckt haben bei ihrer Arbeit. Weißt ihr, was das für eine Strafe wird? Das wird die Todesstrafe von einem Soldat bei seiner Arbeit geschluckt. Wenn er gleichgültig gewesen wird über seine Arbeit, das wird Todesstrafe. So, was muss dann wieder getan? Dann muss das wieder mit Geld, mit Corruption bekauft. Also, in wann der Gouverneur dort wird die Hirn kriegen, dann wird wir den zufriedenstellen. Maar wat zufriedenstellen? Mit Geld. Dass die nicht wollen im Trouble kommen. So, das wird lauter Corruption. Das wird lauter Leis, was sie selbst wissen, dass es Leis wird. Und glaub mir, je wieder das Talent kommt, je mehr sie sein, wo mächtig Christus in die Kraft nu in die Glaubende wirken geht von du wieder. Das ist der Kirche Anfang. Wo grausam haben sie gemerkt, wo ehrlich, die waren immer doller ehrlich über Gott, die waren immer doller ehrlich über die Christen. Even on Paulus kann wie das sein. Einer, der war eingesteckt von den Nächsten und der ging auch noch wieder in die Christen verfallen. Das war Paulus von sich selbst Zeugnis gab. Und er sagt es, dann nehmen sie das Geld und deuten. So ist angesagt wird. Sieh, diese Soldaten wird gesagt, was sie sollen tun. Diese Soldaten selbst, sie haben kein Rampach nicht, was zu tun. Und ich will die Soldaten nicht das Tollste beschuldigen, dass sie sein Gunst in den Lebens verbreiten. Weißt du warum nicht? Die Soldaten wären in der Fall. Die Soldaten, wenn wir das nicht tun, dann sind wir in Trouble mit dem Gouverneur. Und dass wir geschluckt haben, dass wir du verspielt haben, das ist die Todesstrafe. So, was will die Soldaten? Das ist mehr Salzmarkt für ihn, das nicht tun. Haben diese Soldaten das mit Frieden getan, das Geld genommen? Oder haben sie das bloß getan, um ihr Leben auf sein zu raten? Das will ich nicht sagen. Aber ich kann die Soldaten nicht so sehr beschuldigen, als diese gottlose Pharisäer bauen, was Gott seine Fienden sagt. Das ist, wo die Trouble ist. Ich will nicht sagen, dass die Wässer von den Soldaten waren, dass sie zum Glauben kommen. Ich glaube ehrlich. Ich glaube ehrlich, dass die Wässer von den Soldaten, dass so sehr gedreckt wird haben, das, was soll die sein haben, diese Allmacht, was soll die sein haben, wovon sie sind heimgefallen, dass von sie tot werden, das kann er nicht immer was unschlucklose Nachen geloten haben. Aber Matäus sagt das so, die deuten das so dort. Sie ging in der Geschichte, als man die Juden, was von den Tag ist dort verspreit worden. Woran das dort? Dass der Mensch sich wählen kann mit seinen freien Willen, was er glauben will. No, Gott sagt dort, Paulus sagt, Gott schickt in gewollte Irrlehrer, dass die ein Versager verführen wollen, wenn sie die Wahrheit nicht glauben. Wenn sie das Evangelium, die Wahrheit und das Evangelium nicht lieben. Weil was glaubt ihr? Könnt ihr das Evangelium lieben? Könnt ihr Jesus lieben? No, die können nicht. Und in all die, was die bestimmt werden für das Recht Gottes, müssen diese Lehre ist nicht ut. Sie können das nicht mal glauben, was die Lehre ist, was verbreitet wird. Kriegst du es von dir? Wenn du Lehre ist verbreitet worden und wir sind wirklich im Glauben, was tun die Lehre ist an uns? Kann die was anfangen an uns? Absolutely not. Die Lehre ist, die bringt das Dollar für den Tag, was in Menschen erhalten ist. Und erstens, wie sagen das auch,
krijgen doen wat die Menschen proben te doen, die haben keine Macht über Jesus. Die haben keine Macht, Jesus durch den Grauf zu holen, die haben keine Macht. Die können nicht anfangen mit dem. Wenn Jesus sagt, keiner nimmt mir das Leben, ich gebe das an. Wenn Pilatus sagt, weißt du nicht, dass ich die Macht habe, die frei zu looten? No, sagt Jesus, die hast keine Macht. Wenn die dir nicht erst gegeben werden. Was die Mut kostet, und das ist was die gegeben ist. Aber du hast keine Macht. Wenn Petrus, der sagt, es steht, in Apostelgeschichte 5, Vers 22. Hier ist das, wo der Heilige Geist raufkam. Hier ist das, wo die Jünger mal auf einem Beruf das Evangelium zu predigen. Und dann sagt Petrus, es steht, hier in Vers 22. Je Männer von Israel, horch, nur was ich sage. Jesus von Nazareth, wie ein Mann, durch den Gott man Kind Wunderworten und Wunderteken steht, so aus Gesalz weiten. Gott hat in seinen Plan beschlossen, diesen Jesus in die Hände zu geben, in jenem Arm und Leuten Arm durch die Sünde hängen am Kreuz nählen und Daut merken. Gott hat das beschlossen, das ist das, was passiert. Der gibt jeden in den Hängen, anders kann ich nicht anfangen. Was sagt Gott wirkt den Ware ab vom Daut, en mirk am vrij van alle dodesnood wens dort allmählich weer dat de dood am holen kan. Ik heb hier dat als allmählich dat de dood in wat aandoen kan. De dood kon niet aanvangen met dit. Wens dat is allmählich dat de dood am holen kan. Wels David zegt, ik zag den Herrn immer voor mij, wens hij als bij mijn rechte hand dat ik sicher sto. Du wegen freut sich mein Hart en meine Tongue redt vrouw. En al dat kan mijn Körper in sichere Hoffnung reven, wils du warst meine Säule nicht bei der Todes looten und warst dort nicht zu looten, dort dein Helja verkommen wird. Du hast mir den Weg zum Leben weiten looten, du warst mir in deine Gegenwart die volle Friede schenken. In Petrus redet noch viel mehr. Aber er nimmt von dem Alten Testament, was immer versprochen wird, was wird passieren, und nu braucht er dort das Evangelium predigen. Aber wir weiten, dort kriegt es dann Menschen, die gegen Fährten und so tun sie von der ersten Tag noch. Die Fährten, die gegen, die bespaten und die merken eine Lasterung gegen Gott seine heilige Versprechungen. Die merken eine Lasterung, dort Gott versprochen hat, er wird uns bei dem Enkel zurückholen, du lastern sie und merken dort nicht. Das ist all die passiert von der ersten Tag noch. Der Laster und Eva. Wenn es in 2. Petrus 3, Vers 3, da sage ich es dort, erstens muss ihr dort verstehen, dass in der letzten Zeit später kommen wollen, die so leben wollen, als eine Last andere. Als eine Last andere. Wenn wir reden hier von eine Last, das meint ich bloß, dass ich hier in meine Fleischeslast leben, da, und laut mich mit mir, no, du sind heuchlerische Pharisäer, die du von Büten haben, so ja moralisch sind. Aber er sagt, das ist eher Last andere. Weißt du was? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht eben religiösen Weg an unsere Last treiben lassen. Wenn du irgendwas hast, was mein kleines Verstand nicht reich ist, in der Bibel sagt es aber so, und ich dat du wenig glauben kann, wenn es mir das nicht reich ist, dann sehe ich mir selbst den Standard geworden, woran ich das glauben oder nicht glauben kann. Das ist, woran so eine Lehre, dass du von der ersten Tag verbreitet worden, wo sie die biblische Lehre durchstampeln und wenn sie nach einem Namen fingen. Denn das nicht soll so hören, dass so je in der Bibel sein, dass hört sich bloß so, sie sind nicht wieder gegen Calvin ist oder sie sind gegen das oder ja. Sie brauchen den Namen, sich wird zu waschen. Und wirklich über sie fährten gegen die biblische Lehre. Und das ist Krieg, von was das hier reden. Das ist 100% Krieg. So ist eine Last andrivende. Wenn sie selbst ihr kleines Verstand und nicht gut halten können, wollen sie das nicht gut halten, was die Bibel all sagt. Aber sie sind nicht später. Sie sind nicht später als die, was ganz und groß öffentlich das verspäten tun. Er sagt in sein, wo bleibt er mit seinen Versprechen wahrzukommen? Wenn wir Gott seine Versprechen verlassen tun, dann sagen wir, kriegt das selber, was er sich hier sagt.
Hat Gott das versprochen, dass er würde die Sinne bei dem Endzustand erfüllen? Hat Gott das versprochen? Ja, yes, der hat. Hat Gott das versprochen, er würde die Sinne strafen in 60 Jahren? Und er will sich das Sache mehr an, dass heute wird, du haben, wo heute will? Hat Gott das versprochen? Ja, yes, er hat. Und du sind von der ersten Tag, Hypes und Klampes und so genannte christliche Kirchen, wo dort rein alle in Fenster haben. Die Versprechungen, die sind nicht mal egal. Das ist nicht ein Mensch, sein Muskel, was den festhält. Und das stimmt nicht. Das ist nicht biblisch. Der Mensch mit seiner eigenen Kraft kann nicht stimmen. Der merkt sich selbst zu schon. Ich sage, in seinem, wo bleibt er mit seinen Versprechen, wahr zu kommen? Unsere Väter sind all gestorben. Und das bleibt alle Krieg so, als das, als dann aus der Welt den Umfang hat. Ich sage jemand, wo ist das Versprechen? Das hält ihr nicht an. Der hat ja alle Krieg so wieder als einmal. Ich sage, was sie bloß nicht wollten, was sie bloß nicht sein wollen, ist das. Dass Gott die Welt, die er durch seine Kraft gemerkt hat, all einmal durch Wutter vernichtet hat, und dass heute, das Wutter an der Welt gebraucht hat, die wahre herzustellen. Und das steht jetzt Petrus hier wieder. Was sie bloß nicht sein wollen, ist das, was Gott all getan hat. Das, was Gott all bewiesen hat, das wollen sie bloß nicht sein. Und wenn die Bibel uns lehrt, dass wir von der Tür her, von der Tür an, totally depraved sind, eine Schrift steht hier ohne, kann wir das beweisen. Die Bibel lehrt uns das. Du hast keiner, der ein Verständnis für Gott hat, oder am Segen hat. Und dann sind hier stolze religiöse Pharisäer, wo du sagen, ein Mensch hat genug Kraft, genug Glaubenskraft, um ich glauben an, was Gott am Halt. Diese Unschmiererie ist euer, als die Pharisäer ihre Unschmiererie. Diese Unschmiererie, die von der ersten Tag in Kirchen verbreitet wird, es kriegt dasselbe, was Pelagius dann hat, 300 Jahre nur Jesus seine Zeit verspreit. Und dort verdammt mehr Menschen nicht Hall, aus dem öffentlichen Sinn leben. Wenn du mit wollen Menschen besäbert und glauben, sie sind im Glauben, wenn sie aber lauter besäbert sind. Aber wir sind nicht so stumm. Wir glauben die Bibel. Wir glauben da, was die Bibel sagt, das so. Das dreht sich nicht nur, wo soll ich damit einverstanden sein. Das dreht sich nur, was Gott gesagt hat. Und dass mein Welt gebrochen wird, dass mein einer Gott denkt, er muss schon gehen, und was Gott gesagt hat, ist das, was zu tun bleibt. Wenn es den Tag, wo ich mein einen Gott denke, er will du mang drehen, und dass ich bloß dort glauben kann, was mir gesehen, reich zu sein, oder gut zu sein, dann da ich, oh ja, wenn wir haben auch viel mehr gelehrt und gekannt, als gerne, was Jesus weichsteht. Wir haben ja 2000 Jahre eine Beweisung, dass Gott der Held der Sinne. Gott ist, dass wir die Sinne noch einmal bewahrt haben. Und er sagt, ab diesem Stein, wo meine Kirche bauen, und der Held ihrer Kraft wird nicht gehen, der kann, dort wie eine Versprechung von Jesus, der wird nicht feiern und dort. Und er sagt, der wird keiner mehr in die Hand reiten. Und dann wurde von der ersten Tag gesagt, oh ja, das ist möglich, wie kann der Jesus in die Hand reiten? Ich meine, jeder muss selbst immer rückgehen. So stark sei ihr doch. Oh, dann sind sie nach Himmel und Jesus in die Hand gewachsen. Dann sind sie nach Himmel und Jesus in die Hand gewachsen. Jesus ist abgestimmt. Jesus ist bei Gott erreichte Hand. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und du hast nicht eine Molekül in diesem ganzen Universum, was er nicht unter seine Kontrolle hat. Wer glaubt ihr dann zu sein, dass er nicht uns unter seine Kontrolle hat? Entweder aus gerade gekauft, was die Sinne sind, und er hält uns bei dem Enkel standhaft, oder aus festgenommene Feind, was er strufen. Weil er irgend ans Bett weg. Das ist, was ich will haben, was uns soll sagen bleiben. Wir sind in Jesus seine Hand. Wir sind, wenn wir wirklich glauben, dann, wir sind seine Gerade. Er hat uns mit seinem Blut ganz betont. Er ehnet uns ganz. Du hast, er ehnet uns Welt, er ehnet uns Benehmen, er ehnet uns jeder Itypelche, was wir haben. Und das, woran Paulus mit der ganzen Gewissheit sagen kann, Gott wirkt in den Bäres, das Wellen und das Feurig mehr, und das am nicht gefällt.
Even ons wel als unser Sinne Kontrolle. Gott sei Dank. Wenn es von mein Wel unter meine Kontrolle wird, dann wird es sehr böse. Und ich zie froh, dass Gott mich hat festgenommen. Ich zie froh, dass Gott mich hat aus seinem Glauben festgenommen. Und dass er mich unter seine Kontrolle hat und ich würde es nicht anders wollen haben. Wenn es den Tag, wo ich Worte mich selbst geluten, dann ist das böse euer, was ich jemals kann erwähnen. Aber Gott sei Dank, seine Genug ist das, wer uns alle helfen. Und du willst wir nicht von aufluten. In mit dem Glauben, weil wir bei dem Enkel standhaft bleiben, wenn Gott ist das, wer uns bei dem Enkel standhaft halten mit dem. Amen. Da wird zum Schluss kommen. Himmlischer Vater, die kommen hier nochmals verdienen, wir danken die verdienen gerade die Genug. Und dass die Wellens best war für uns zu sterben. Und ganz besonders, dass die beste Wellens war für uns abzustehen. Und nicht, dass die wie Gott rechte Hand ernst ist für uns. Über all die Macht, die kann genannt werden, mit der Macht bewirkst du uns, mit der Macht hast du uns in Kontrolle, mit der Macht leitst du uns. Herr, was können wir das noch fragen? Als nicht wieder, dass wir die danken und loben dafür, dass diese gnädig bist. Wenn ich einmal dazu stehe, wenn ich mein eigenes Leben besäue, und von was ich in Sturm sie zu tun, dann habe ich nichts, wo ich mit pochen kann. Aber ich muss mich mit deiner Kraft pochen. Ich muss mit deiner Kraft loben und danken, was was die anwenden ist, mit dem, was die regieren ist. In himmlischer Vater, ich möchte das auch nicht anders haben. Und Herr, ich bete auch von jedem ein, dass die dort wieder wirken, dass die uns lieber strufen und sichtigen das, was die dort all gesagt hast. Und dass die uns bewahren das. Für die, was an Jesus Christus sein darf. In Jesus' Namen bete ich das. Amen.